Hey, was für ein Privileg. Vielleicht, wenn du denkst, was machen die da genau? Wir lieben Jesus. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit 18 Jahren, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich kann nicht mehr zurück. Mein Leben ist nicht mehr so wie vorhin. Und darum sind wir begeistert vom Leben. Darum sind wir begeistert vom Heiligen Geist. Wir feiern heute Pfingsten. Und es ist interessant, weil Pfingsten ist ja so ein Happening, aber wir tragen den Heiligen Geist ja nicht einfach als irgendeine schöne Goldkette, die man dann am Sonntag noch zeigt. Oder wir haben ihn auch nicht für irgendwelche Gaben und Zeichen und Wunder, all die guten Dinge, die er auch tut, sondern der Heilige Geist ist Gott selbst. Und um ganz ehrlich zu sagen, ist er der einzige Gott, der hier auf der Erde ist, weil Jesus ist aufgefahren an Auffahrt und sitzt zu Rechten des Vaters, lesen wir in der Schrift. Der Heilige Geist kam, um in seinen Kindern zu wohnen, in seinen Geschöpfen, in dir und in mir. Und heute wollen wir über die Freundschaft mit dem Heiligen Geist sprechen. Ich habe ein Vers ausgewählt aus Prediger 9, Vers 8, wo ich meine Message darauf aufbauen will, um euch zu ermutigen, in dieser Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu wachsen. Prediger 9, 8 heißt, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. In der Amplified, ich habe es auch noch in Englisch mitgebracht, steht es noch ein bisschen schöner. Let your clothes always be white with purity. And do not let the oil of gladness lacking on your head. Amen. Was heißt das? Viele Leute, wenn ich mit ihnen spreche, sagen, hey Dom, wie kann ich mit dem Heiligen Geist unterwegs sein? Wie kann ich mehr mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, ihn besser hören und mein Leben auf ihn gründen als meinen besten Freund? Und dieser Vers wird uns helfen, uns zu positionieren, in den Heiligen Geist in unserem täglichen Leben besser wahrzunehmen. Wie gesagt, in erster Linie wollen wir den Heiligen Geist nicht, damit wir prophezeien können, damit wir Worte der Erkenntnis haben, damit wir Menschen die Hände auflegen und sie gesund werden, damit wir Zeichen und Wunder sehen. Das ist alles gut und wir sollen danach trachten und es wird uns folgen, aber der Ursprung ist ein anderer. Der Ursprung, dass der Heilige Geist in unserem Leben aktiv ist, damit Jesus groß gemacht wird durch unser Leben. Und das hat nicht nur mit unseren Werken zu tun. In Galater 5, 25 lesen wir, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist Leben haben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche. Familie, Job, Arbeit, Stunden, Freundschaften. Er soll unser Leben bestimmen. Der erste Punkt, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein. Versteht ihr? Was heißt das? Wir müssen wissen, lass deine Kleider weiß sein. Wir alle wissen, dieses Blut von Christus hat uns an diesem Kreuz gerecht gesprochen. Wir sind Heilige und keine Sünder mehr. Wenn du schon Messages von mir angeschaut hast, ich liebe es, über Gerechtigkeit zu predigen. Das vollbrachte Werk am Kreuz. Also wir sind gerechte Söhne und Töchter Gottes. Uns ist unsere Schuld vergeben. Unser Gewissen ist reingewaschen durch dieses Blut. Amen. Das ist das, was der Hebräerbrief sagt. Und jetzt bleibt es aber dort nicht stehen. Mein Kleider weiß zu halten bedeutet, ich behalte mein Gewissen rein. Ich nehme mein Herz und mein Gewissen in account. Ich bin kein Sünder mehr, ich bin ein Heiliger. Und wenn etwas durch mein Herz durchgeht, das nicht dem Wesen von Jesus entspricht, darf ich es gerne ans Licht bringen und sage, Vater, das gehört nicht zu mir. Wir lassen es nicht einfach durchgehen. Versteht ihr, warum? Weil wenn unser Gewissen abstumpft, weil die Welt sagt dies und das und jenes und unser Herz wird stumpf, unser Gewissen wird stumpf und dann wird es sehr, sehr schwierig, diesen Heiligen Geist wahrzunehmen.
Wir wollen unser Herz nicht abstumpfen lassen. Wir wollen unser Herz immer wieder an dieses Kreuz halten und sagen, behalt unser Gewissen rein. Wisst ihr warum? Weil die Welt braucht es. Ihr habt die letzten Tage gesehen. Wir können nicht ein postevangelikales Theologiestudium machen, eine liberale Theologie. Alles geht. Tut mir leid, liebe Freunde, das liegt nicht im Sinne des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er führt uns in alle Wahrheit. Liebe Freunde, und wenn Matthäus 19, Jesus sagt, der Vater hat geschaffen Mann und Frau, dann ist es die Wahrheit. Das Problem ist, dass wir den Geist dahinter nicht sehen. Es geht nicht um Menschen. Der Vater liebt jeden Mensch auf dieser Erde bedingungslos. Es geht um den Geist dahinter, der unsere Geschöpfe, so wie sie der Vater geschaffen hat, als Mann und Frau, pervertieren will. Dass sie nicht mehr so aussehen, wie er sie geschaffen hat. Und das lassen wir nicht zu. Weil wir folgen der Wahrheit. Liebe Freunde, Christus ist die Wahrheit und nicht unsere Gefühle. Er sagt, was wahr ist und nicht liberale Theologen. Wir folgen Christus. Ich weiß, ich werde noch ein paar Hate-Mails kriegen dafür, aber es ist okay. Weil, wisst ihr was, ich sage es in die unsichtbare Welt, not today, devil. Ich und mein Haus machen nicht mit, wir folgen Christus. Halleluja! Woo! Yes! I'm so happy. Versteht ihr, wenn wir Christus folgen und uns unter seine mächtige Hand demütigen, wird er uns zur rechten Zeit erheben. Und das ist die Wahrheit. Und da möchte ich euch ermutigen, und da geht es nicht gegen Menschen. Da geht es, wie Epheser 6 sagt, gegen Mächte der Finsternis. Und wir sind berufen, schaut die Message von Tobi an und von Susanna, die auch heute gepreacht haben. Sie haben es gesagt, wir regieren mit Christus an himmlischen Orten. Wir widerstehen dem Teufel im Namen von Jesus Christus. Amen. I'm so excited. Hey. That makes me happy. Versteht ihr? Die Freude dieses Vaters, seinen guten Heiligen Geist uns zu schenken. Matthäus Kapitel 5, Vers 8 heißt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Freunde, wenn ihr euer Herz, wenn ihr dieses weiße Kleid immer wieder empfängt, jeden Tag, täglich. Letzte Woche im ICF hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, als ich in der Celebration stand, hat er gesagt, wir celebraten nicht Pfingsten, es ist ein 24/7 Lebensstil. Jeder Tag ist Pfingsten, jeder Tag ist der Tag der Errettung, jeder Tag ist der Tag der Freude. Ihr habt es gehört am Morgen, Tobi hat gepreacht, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, aus Friede und aus Freude im Heiligen Geist. Amen. Und ich ermutige euch, behaltet euer Herz rein. Behaltet es in diesem Angesicht von diesem Gott. Ihr werdet Gott sehen in euren täglichen Aufgaben. Und dann und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Ja, was heißt das? Das Öl ist dieses Zeichen des Heiligen Geistes. Und ich muss euch etwas sagen. Dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, der mit uns durch dieses Leben gehen will, ist Gott selber. Ist nicht ein Beigemüse. Hananias und Sapphira haben gegen den Heiligen Geist gesündigt in der Apostelgeschichte. Und die Apostel haben gesagt, ihr habt nicht
gegen Menschen gesündigt, ihr habt gegen Gott gesündigt. Er ist Gott. Er ist essentiell wichtig in unserem Leben. Und als ich in dieser Vorbereitung auf diese Message war, ist mir nochmal bewusst worden, er wünscht sich, liebevoll und mit Ehre angesprochen zu werden in unserem täglichen Leben. Wie sieht das aus? Jeden Morgen stehe ich auf. Guten Morgen, wunderbarer Heiliger Geist. Danke für diesen neuen Tag. Danke für einen Tag der Freiheit, für einen Tag des Friedens, für einen Tag der Hoffnung. Danke, dass ich heute einen Unterschied machen kann, dort, wo du mich hingestellt hast. Einen sogenannten Friedensbotschafter. Schaut nur, wie schön die Füße sind von dem, der die gute Botschaft über den Berg bringt. Christus regiert. Dieser Heilige Geist liebt es, in unserem Herzen etwas zu bewirken, wenn wir ihn liebevoll und mit Ehre ansprechen. Ganz persönlich. Ich habe eine Story mitgebracht von meiner Tochter. Die hat mir das wieder aufgezeigt und gelernt. Zoe ist 10 Jahre alt. Und vor etwa einem Monat sitzen wir am Tisch. Und das war Mittagessen, wir haben normal gesprochen. Und plötzlich sagt sie zu mir, Papa, ich muss dir etwas sagen. Und ich sage, ja, was ist los? Wir haben ganz normal über banale Sachen gesprochen, der Schule, wie geht's, was läuft. Dann sagt sie, weißt du, was ich mache, wenn ich am Morgen mit diesem Velo zur Schule fahre? Dann schaue ich in den Himmel hoch und dann sage ich zu Jesus, danke so viel mal, dass ich leben darf. Und dann sagt sie zu mir, es ist unglaublich, was für eine Freude in mein Herz kommt. Und sie beginnt an zu weinen und sie sagt, es ist eine Freude, die in meinem Herzen aufgeht. Versteht ihr? Ein 10-jähriges Mädchen. Das können wir alle. Das können wir alle. Ein 10-jähriges Mädchen erlebt diesen Heiligen Geist in einer einfachen Aussprache zu sagen, danke, dass ich leben darf. Und es ging mir etwas auf. Das ist genau der konträre Geist, den viele junge Menschen in dieser Zeit zu kämpfen haben. Dieser depressive, dieser antigöttliche, blasphemische Geist, dem wir die Schranken weisen wollen, wenn wir in unserem Leben unser Herz aufmachen, damit der Heilige Geist Wohnung nimmt und wir ihn ansprechen, lieblich ansprechen dürfen und ein 10-jähriges Mädchen seine Gegenwart erleben kann, dann können wir es auch. Amen. Wie gehen wir dann in Situationen in unserem Leben um, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen? Und meine Freunde, die werden kommen. Versteht ihr? Wir folgen Jesus nach, aber der sein Haus auf Fels gebaut hat und der auf Sand gebaut hat, zu beiden kam der Sturm. Zu beiden. Die Frage ist, was ist dein Fundament? Und Davina und ich haben vor nicht so langer Zeit begonnen und haben gesagt, wir werden nicht mehr beten, Gott, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das in unserem Leben. Warum? Wir wollen diesen Heiligen Geist ins Boot nehmen in unserem Leben und wir sprechen ihn an mit, lieber Heiliger Geist, du siehst diese Herausforderung. Wir sind gespannt, wie du das wieder lösen wirst. Amen. Lieber guter Heiliger Geist, ich bin gespannt, wie du das wieder lösen wirst. Weißt du, was du machst? Ich will es nicht selber tun. Ich gebe Verantwortung ab. Ich vertraue dem Vater durch seinen Geist, dass er mehr tun kann als ich. Weil wir würden es ja gerne selber machen. Es ist einfacher, dann wissen wir, was wir gemacht haben. Aber im Geist ist es eben, ich gebe meinen Rucksack ab und sage, ich bin so gespannt, Heiliger Geist, wie du das wieder lösen wirst. Und das ist ein Riesenschlüssel. Das ist ein Riesenschlüssel, weil wir alle haben Herausforderungen. Bei mir ganz persönlich, wir haben Herausforderungen in der Familie, in der Verwandtschaft. Das sind Spannungen, das sind Sachen, die nicht gut laufen. Aber wir sind nicht wie Leute, die keine Hoffnung haben,
sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir setzen auf diesen Heiligen Geist und sprechen ihn an und sagen, das ist die Situation. Danke, dass du uns gerne hilfst. Und ich kann dir eins sagen, er hat mich noch nie im Stich gelassen. 18 Jahre, noch nie. Und ich hätte eigentlich in dieser Situation, in dieser Spannung in meiner Familie auf Konfrontation gehen müssen, weil alles hat darauf hingedeutet, dass ich Recht habe. Kennst du das? Und dann haben wir diesen guten, wunderbaren Heiligen Geist, der zu uns ins Herz spricht und sagt, Dom, wäre es möglich, dass du dein Recht aufgibst? Hören wir einfach nicht gern. Aber ich sag dir, du glaubst nicht, was viel Segen daraus kommt, wenn wir auf seine Stimme hören. Und nicht das Schwert nehmen, um zu töten, sondern wenn Jesus schon an diesem Kreuz diese Ablehnung erlebt hat und durchgegangen ist, weil wir alle seine Freude waren, die vor ihm platziert wurde, fragt er uns, können wir auch ein bisschen Ablehnung erleben hier auf der Erde? Das ist die Frage. Wir müssen auf diese einfache Stimme in unseren Gedanken, in unserem Herzen hören. Weil wir werden ihn erleben, wir werden ihn auch spürbar erleben. Ich kann dir so viele Zeugnisse erzählen. Ich war vor einem Monat im ICF Vorarlberg, habe dort eine Message gemacht. Wir haben dann am Schluss für viele Personen gebetet und auch das praktiziert, was dieser Paulus gelehrt hat. Wir haben den Menschen die Hände aufgelegt und für diesen Heiligen Geist gebetet. Und da kam am Ende dann eine Frau zu mir, die war mit ihren 2 Kindern dort und war das erste Mal in der Church und die hat gesagt, entschuldigen Sie, Pastor. Ist auch schon komisch, aber ich bin ja Bauer. Was war das, als Sie die Hand auf meinen Kopf gehalten haben und gebetet haben? Ich habe eine Wärme und eine Liebe gespürt durch meinen Körper durch. Und alle meine Sorgen scheinen von mir abgefallen zu sein. Das war ein wunderbares Gefühl. Was war das? Dann sage ich ihr, hat sehr wenig mit mir zu tun. Sehr viel mit der Gegenwart des Heiligen Geistes zu tun. Versteht ihr? Und genauso wie er diese Frau angerührt hat, möchte er auch uns anrühren, damit unser Leben freier wird. Damit, wie Susanna heute Nachmittag im International gepredigt hat, dann wird die Nachfolge zu Jesus wird spannend und freudig, weil das Leben ist nicht hart. Das Leben ist ein Geschenk, meine Freunde. Vor allem wir privilegierten Menschen hier in der Schweiz, die alles haben. Unser Leben sollte jeden Tag überfließen in Dankbarkeit diesem Gott, wie gnädig er uns war. Amen. Vielleicht noch eine einfache Story. Versteht ihr, heute geht es mir darum, dass ihr versteht, der Heilige Geist ist ein einfacher Geist. Der lebt in unserem Herz. Jeder, sogar Kinder, können ihn erleben, spürbar. Caleb, komm over. Give a hand for my son. I love you so much. Wir waren vor etwa 4 Wochen am Mittagstisch. Haben wir geredet und plötzlich fällt Caleb mir ins Wort und sagt, Papa, ich muss dir etwas erzählen. Dann sage ich, was ist los? Dann schaut er mich an und sagt, ich bin heute zur Schule gefahren und als ich in diese Schule gefahren bin, plötzlich merkte ich, wie etwas an mein Herz klopft. Und die Gegenwart Gottes kam an unserem Mittagstisch runter und alle haben begonnen zu weinen. Und er hat geweint und er hat gesagt, Papa, ich glaube, der Heilige Geist hat an mein Herz geklopft. Und dann habe ich, warte dort. Versteht ihr? Werdet so wie die Kinder. Nicht kindlich oder kindisch, sondern wie die Kinder empfangen wir. Dann kann ein 8-Jähriger diese Liebe dieses Vaters erleben.
und merke, da ist ein Gott, der um mein Herz wirbt. Der nicht an mir vorbeigehen will, das kannst du nicht machen. Das ist keine Manipulation, das ist der Vater, der seinen Geist gerne gibt und an diesen jungen Menschen schon anklopft. Und ich habe ihm gesagt, wie wunderbar. Wenn du ready bist, sagst du, komm herein, wunderbarer Heiliger Geist. Amen. Give a hand. Warum mache ich diese Beispiele? Es ist im Einfachen, wo wir diesen Gott erleben. Versteht ihr? Der Heilige Geist spricht einfach in unser Herz. Ermutigt uns in unserem täglichen Leben. Versteht ihr? Und er nimmt uns ernst und deine Worte zählen, ob du segnest oder Leben sprichst. Ich habe vor 2 Tagen eine meiner besten Zuchtkühe gespült, Embryonen. Und normalerweise, wenn du Kühe spülst zum Züchten, dann gibt es so zwischen 5 und 6 Eier, die man dann einfriert und dann einsetzen kann. Und als ich diese Kuh besamt hatte, habe ich ihr nochmal die Hand aufgelegt. Und der Heilige Geist sprach zu mir, für was glaubst du? Dann habe ich gesagt, ich glaube für 20 Embryonen im Namen von Jesus Christus. Muss ich euch sagen, wie viel es gegeben hat? 20! Yeah! Danke. Im Psalm 16, Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Und versteht ihr, auch wenn nicht alles gut läuft, ist dieser Heilige Geist omnipräsent. Da möchte ich nochmal eine Story erzählen von einer Verwandten von mir, der Cousine von meinem Vater. Und ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen, weil es eine taffe Story ist. Vor gut 2 Jahren, sie ist verheiratet, hat 4 Kinder, erwachsene Kinder schon. Sie sind auch Landwirte im Nachbardorf. Und dieser Mann kam auf eine ganz tragische Art und Weise in einer Maschine ums Leben auf dem Hof. Und sie lieben Jesus. Und ich weiß noch, 1 Jahr später habe ich diese Frau bei mir am Küchentisch, weil wir jetzt vorübergehend dieses Land in Pacht bewirtschaften. 1 Jahr, weiß auch nicht wie viel, 25, 30 Jahre verheiratet. 1 Jahr nach diesem unsäglichen, schlimmen Ereignis sitzt sie an diesem Tisch, wir unterschreiben den Pachtvertrag, sie schaut mir in die Augen und sagt, kann ich dich segnen? Dann habe ich gesagt, noch so gerne. Und sie begann zu beten und als ich ihr in die Augen gesehen habe, weißt du, was ich gesehen habe? Eine Frau, die gesagt hat, danke, Vater, dass du nur gut bist. Danke durfte ich durch dieses Tal des Todes gehen, um deine Gnade zu erleben. Versteht ihr? Das ist dann, wenn es real wird. Das ist dann, wenn nicht alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da hat mir dieser Heilige Geist nochmal gezeigt, durch dieses Leben dieser Frau, auch in den schlimmsten Tragödien unseres Lebens, ist dieser Vater treu durch seinen Geist und macht den Unterschied. Eigentlich müsste sie ja abgelöscht und depressiv sein. Warum, Gott? Aber nein, das Gegenteil ist passiert. Ihr Herz brennt noch mehr für diesen Gott. Halleluja, praise the Lord. Danke für dieses Zeugnis, weil ich weiß nicht, was für Schwierigkeiten du durchgegangen bist oder noch durchgehen musst. Aber ich sage dir eines, dieser Freund, Heiliger Geist, ist genug. Und er spricht einfach in unsere Herzen. Wir haben noch Zeit für eine Story. Ihr wisst ja, ich habe das schon mal in einer Message erzählt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, letzten Oktober noch einen zweiten Betrieb zu kaufen. Und du weißt, wenn ich ein neues Gebäude und Land kaufe,
Dann nehme ich meinen geistlichen Vater und dann meine geistliche Mutter, Davina, und die Kids. Und dann gehen wir durch dieses Land mit Brot und Wein. Und wir nehmen dieses Abendmahl und wir segnen dieses Land und wir segnen diesen Hof, dass er noch mehr Frucht bringe. Und wir brechen jeden Generationenfluch. Und wir haben da, ihr wisst ja, ihr habt es gehört in der letzten Message, da machen wir nicht mit. Versteht ihr? Und als wir das gemacht haben, sagt mein geistlicher Vater zu mir, diese Frau, die euch diesen Hof verkauft hat, vielleicht hast du die Möglichkeit, mal noch mit ihr zu sprechen. Und ich wusste, ich hatte das schon lange auf dem Herzen. Aber ich habe mich irgendwie immer ein bisschen gedrückt. Kennst du das? Und dann habe ich gewusst, jetzt ist es dran. Die Frau ist 92 Jahre alt und ich war an der Jesus First Conference. Da vorne bin ich gesessen, erster Worship-Teil. Heiliger Geist redet ganz einfach in mein Herz. Donnerstag, 4. Januar und nimm 2 Cremeschnitten mit. Dann habe ich gedacht, okay, das ist unmöglich, dass das von mir sein kann. Wir probieren das aus. Hab gesehen, Donnerstag, 4. Januar könnte gehen, 11 Uhr. Entschuldigung, hat er auch noch gesagt, Vormittag 11 Uhr. Habe ich das gemacht, ging im Volk 2 wunderbare Cremeschnitten holen. Bin dann nach unten gegangen und habe geläutet an der Türe. Sie kam nach draußen. Habe gesagt, hallo Emmy, ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht, möchte dir ein gutes neues Jahr wünschen. Haben kurz ein bisschen Smalltalk geführt und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was du für ein Segen warst für unsere Familie? Ich möchte ein Segen für dein Leben sein. Und ich habe sie gefragt, hast du schon jemals Frieden mit Gott geschlossen? Und sie schaut mich an und sagt, ja, als ich mal ganz klein war. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Es wäre mir eine Riesenehre, wenn ich dir die Hände auflegen dürfte und für dich beten dürfte, weil du weißt, das Leben ist irgendwann vorbei und es gibt nichts Besseres, als mit Frieden mit Gott von dieser Erde zu gehen. Sie schaut mich mit großen Augen an und ihre Antwort war, ja Dominik, das würde ich sehr gern. Wir haben zusammen gebetet, die Gegenwart war da. Und weißt du, wie einfach es war mit diesem Cremeschnittentrick? Der einfache Cremeschnittentrick. Und als ich nach Hause gekommen bin, mit Davina gesprochen habe, uns liefen die Tränen runter. Es war mir gewesen, wie diese alte Frau nur darauf gewartet hätte, dass ihr jemand diese gute Botschaft bringt. Dass es einen Gott gibt, der gerne Frieden schließt mit seinen Menschen. Amen. Thank you, Lord. Warum habe ich alle diese Stories erzählt? Weil es ganz simpel und einfach ist, mit diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Es braucht kein Theologiestudium, es braucht nicht irgendwie spezielle Vorkenntnisse. Das Einzige, was es braucht, ist ein ehrliches Herz, das sagt, bitte führ mich, Heiliger Geist. Hilf mir in all meinen Belangen. Schieb ihm die Verantwortung zu in deinen Problemen. Sag, ich bin gespannt, Heiliger Geist, wie du das wieder löst. Wir wollen auf ihn vertrauen und nicht auf unsere eigene Stärke. Und wir haben eigentlich gedacht, wir machen heute so einen Aufruf und alle kommen nach vorne und wir beten für alle. Es sind einfach zu viele Leute da. Aber es ist egal, der Heilige Geist wird etwas tun. Weil wir haben diesen Vers, wir wollen unsere Kleider weiß behalten in unserem Herz. Nicht Werke, wir sind gerecht gesprochen, aber wir wollen unser Gewissen nicht abstumpfen lassen. Weil die Welt sagt, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Umständen dieser Welt an, sondern erneuert eure Gedanken hin zu der Wahrheit. Vielleicht bist du heute da und du merkst, ich möchte ein Gebet, dieses Herz an dieses Kreuz legen, damit dein Gewissen gereinigt wird von aller Schuld.
Weißt du, wie schön es ist, mit einem reinen Gewissen jeden Abend einzuschlafen? Oh, Sneaky Clean. Hey, jeden Tag im Frieden einzuschlafen. Diese Kämpfe nicht mehr kämpfen müssen, sondern auf dieses Blut, dieses Christus vertrauen. Das ist ein Geschenk. Und vielleicht ist es für dich da zu sagen, Heiliger Geist, nimm diesen Platz ein. Er will der erste Platz. Der erste Platz in meinem Herzen. Ein Freund, der näher ist als ein Bruder. Ich hoffe, die Message hat dich ermutigt und dir weitergeholfen, wo du stehst in deinem Alltag. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir geredet hat und wenn du das Gefühl hast, Gott macht etwas fest im Herz, schreib das noch auf, weil wir vergessen immer wieder so schnell, was Gott zu uns redet. Hey, und wenn es dich interessiert, wer der Sunday Night ist, was das für ein Gefäß ist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wir haben einen Telegram-Channel, du bekommst jetzt gerade hier einen Einblender, wo du kannst, den abonnieren und du wirst immer die neuesten Infos bekommen, was wir als Community machen, am Freitagabend, am Sonntag, was auch immer gerade ansteht. So bist du immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir eine super Woche.